Darby Allin allerdings jetzt die erste gute Aktion von Darby Allin. Der weicht ein zweites Mal aus. Er hält sich kurz den Rücken, aber dann mit Tempo aus dem Seil abgetaucht. Und jetzt ist er da. Darby Allin spielt seine Geschwindigkeit aus. Schöner Cold Red und das Cover. Nur die zwei, so schnell geht's dann doch nicht. Clark Connors am Seil. Und Brandon Martinez fragt ihn, geht's dir gut, kannst du weitermachen? Natürlich, Clark Connors. Der ist ja kein unbekannter Mann, jemand von New Japan Pro Wrestling, jemand, mit dem man immer rechnen muss, so auch Darby Allin. Aber hier der doppelte Absturz für Darby Allin, die Füße unter dem Boden weggezogen und da landet Darby erst auf dem Turnbuckle und dann auch noch auf der Ringkante, ja. Und Clark Connors, der hat natürlich auch noch eine besondere Verbindung zu einem der vergangenen Gegner von Darby Allin, nämlich zu Gabe Kidd. Mit dem hat er gemeinsam in Japan schon das ein oder andere Mal für Furore gesorgt. Jetzt aber hier ganz andere Konstellation. Aber offenbar hat Gabe Kidd Clark Connors da ein paar Ratschläge mit auf den Weg gegeben, die dieser jetzt hier auch hervorragend umsetzt. Es gibt kaum jemanden, der so zäh ist wie Darby Allin bei AEW. Das hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Besondere Verbindung zu einem der vergangenen Gegner von Darby Allin, nämlich zu Gabe Kidd. Mit dem hat er gemeinsam in Japan schon das ein oder andere Mal für Furore gesorgt. Jetzt aber hier ganz andere Konstellation. Aber offenbar hat Gabe Kidd Clark Connors da ein paar Ratschläge mit auf den Weg gegeben, die dieser jetzt hier auch hervorragend umsetzt. Es gibt kaum jemanden, der so zäh ist wie Darby Allin bei AEW. Das hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Als TNT-Champion, als Tag-Team-Champion und in jedem anderen Match, vor allem gegen die Death Riders im letzten Jahr. Clark Connors, ja, er ist nicht unbedingt beliebt hier in Texas, aber das ist ihm völlig egal, solange er Darby Allin heute den Garaus machen kann. Durchaus überraschend, dass er dieses Match so dominiert, aber das ist vermutlich auch dem geschuldet, dass Darby Allin alles andere als hundertprozentig fit ist. Der ist mehr als angeschlagen und vielleicht war es auch nicht so schlau, da in Florida noch eine große Skateboard-Runde zu machen und sich da auch wieder und wieder quasi vom Skateboard zu verabschieden und unsanft auf dem Beton zu landen. Jetzt kommt hier ein Running Shoulder Tackle von Clark Connors. Der sitzt ganz genau. Und jetzt wird Darby Allin auch noch hier eingeklemmt zwischen Apron und Ringschürze. Kann sich also nicht gegen die Schläge gegen den Rücken wehren. Aber da hat er ja auch eine riesen Zielscheibe aufgemalt. Die Taktik ist klar, immer wieder gegen den unteren Rücken von Darby Allin. Immer wieder Darby dort schwächen, wo es am meisten wehtut. Und das hilft ihm doppelt Clark Connors, denn Darby Allin ist auf seine Geschwindigkeit angewiesen, auf seine Explosivität und auf sein Fliegen. Und alles das wird durch Aktionen gegen den Rücken unwahrscheinlicher gemacht. Sogar die Schläge sind momentan viel stärker von Clark Connors. Darby Allin hat Probleme, überhaupt auf den Beinen zu bleiben. Die nächste Aktion gegen den Rücken von Darby Allin. Der versucht, in den Ring zu rollen, aber das gelingt ihm nicht. Connors geht kurz rein, um das Zählen zu unterbrechen und setzt jetzt draußen nach. Also ein sehr, sehr starkes Match heute hier von Clark Connors. Ich glaube gar nicht mal, dass Darby Allin den Gegner unterschätzt hat. Mehr ist momentan einfach nicht drin bei Darby. Der braucht jetzt erstmal ein paar Minuten, um sich zu erholen nach dieser Barrage. Wir machen einen ganz kurzen Sprung hier im eSports Stadium. Um Gottes Willen sehen wir eine Wiederholung von dem, was Pac Darby Allin antat. Die Ringtreppe steht bereit, Clark Connors steht bereit und Darby Allin steht auch bereit. Da gibt es wieder den German Suplex. Nein, Darby kontert, befreit sich mit einem Griff in die Augen. Natürlich nicht ganz fair, aber das war jetzt auch eine ganz gefährliche Situation, in der alles geben musste, um wieder eine Landung mit dem kompletten Rücken auf der Treppe zu verhindern. Aber vielleicht hat er es nicht verhindert, sondern nur vertagt. Jetzt der Whip-In. Aber da hat Darby gut aufgefasst, springt über die Treppe und springt jetzt nochmal über die Treppe und zwar mit einem Missile Dropkick. Ist das die Wende in diesem Match? Darby Allin hat die Fans hinter sich, er hat wieder Energie, er hat wieder Lebensfreude, nimmt Anlauf und kommt angeflogen gegen Clark Connors. No Pain, direkt zum Kopf. Niemand springt diesen Sprung mit mehr Tempo, mit mehr Schwung als Darby Allin und da muss Clark Connors unsanft gegen die Ringabsperrung. Kann Darby jetzt zum Schlussspurt ansetzen? Kann er aus diesen 2-3 Wirkungstreffern Kapital schlagen und das Match jetzt vielleicht beenden? Clark Connors wirkt sehr überrascht darüber, dass Darby überhaupt noch da ist. Darby Allin erfahren, setzt Connors aufs dritte Seil, setzt jetzt auf den Seil nach.
Jetzt geht schnell bei Darby. Er will seine Geschwindigkeit ausspielen. Front Facelock auf dem dritten Seil. Was hat er vor? Wird das ein Superplex? Clark Connors versucht sein Bestes, um es zu verhindern. Und er ist der Größere, ist der Schwerere und kann diesen Vorteil ausspielen. Das ist jetzt die Chance vielleicht zu einer Powerbomb. Clark Connors geht nach oben und macht die Sunset Flip Powerbomb. Gefolgt vom Spear Tackle Cover 1, 2. Ja, das wäre um ein Haar die Riesensensation gewesen. Viele andere Wrestler hätten da die 2,999 nicht mehr geschafft. Clark Connors mit einer tollen Kombination. Aber Darby Allin ist angezählt. Der sieht fertig aus. Der hat sicherlich Clark Connors nicht unterschätzt. Aber Clark Connors ist vielleicht so viel besser, als man ihn gekannt hat aus der Vergangenheit. Lauert jetzt hier. Versucht es hier mit der Aufgabe. Ja, das Gewicht in den Rücken. Darby Allin ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er zu den körperlich kräftigsten Wrestlern gehört. Er kommt übers Herz, er kommt über die Energie, er kommt übers Tempo. Und wenn er am Boden ist, wird ihm all das genommen. Aber er versucht sich jetzt hier wieder rauszudrehen aus dem Straight Jacket Submission. Aber da gibt es doch eine Art Backbreaker hinterher. Clark Connors macht das richtig gut, setzt wieder nach. Die Taktik funktioniert, heißt der Cover, ein Bein eingehakt. Darby kommt zum letzten Mal raus vielleicht. Jetzt Clark Connors, er will nachsetzt wieder der Straight Jacket. Das richtig gut, setzt wieder nach. Die Taktik funktioniert, heißt der Cover, ein Bein eingehakt. Darby kommt zum letzten Mal raus vielleicht. Jetzt Clark Connors, er will nachsetzt wieder der Straight Jacket. Darby Allin weiß das zu verhindern, schiebt ihn zurück in die Ecke. Hält jetzt selber die Straight Jacket und da kommt der Scorpion. Death Drop aus dem Nichts. Darby mit der letzten Energie. Will er nach oben? Hat das Ziel fest im Blick, das dritte Seil. Und da kommt der Coffin Drop, aber die Knie sind oben. Clark Connors nimmt Anlauf zum Spear. Aber wird ins Turnbuckle verlängert. Darby Allin probiert's, steigt ein. Er hat sich anders überlegt. Kurz gedacht, jetzt den Scorpion. Scorpion Deathlock in der Mitte des Rings. Muss Clark Connors da jetzt aufgeben? Er sieht sich um, er will versuchen, irgendwie ins Seil zu kommen und er gibt auf. Das war ein hartes Stück Arbeit für Darby Allin. Wahnsinnsmatch hier zu Beginn von AEW Collision. Er holt sich den Sieg gegen Clark Connors und hat damit das Ziel weiter im Blick. Er will in diesem Jahr ganz nach oben bei AEW, aber er sieht jetzt schon sehr, sehr angeschlagen aus. Mit letzter Kraft holt er sich hier den Sieg. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Musik aus! Musik aus! Ich habe den Krieg gegen die Death Riders gewonnen. Ich habe jeden einzelnen von ihnen geschlagen. Letztes Jahr stand ich auf der Spitze des Mount Everest. Und dieses Jahr. Und da gibt es einen Angriff von... Ist das Gabe Kidd? Jawohl, das ist Gabe Kidd, der Partner von Clark Connors und natürlich einer der größten Widersacher von Darby Allin. Nicht nur in den letzten Wochen, sondern schon seit längerer Zeit. Und da muss Darby jetzt nochmal nach dem Match gegen die Ringtreppe. Darby Allin hat es gesagt, er will ganz nach oben. Und er will im Titelrennen mitmischen, aber Clark Connors und Gabe Kidd haben da was dagegen. Das Ziel ist ganz klar, Darby nicht nur aus Matches zu nehmen, sondern aus dem Verkehr zu ziehen. Was anderes kann das mit der Treppe gar nicht sein. Gemeinsam wollen Gabe Kidd und Clark Connors jetzt Darby Allin auf die Ringtreppe befördern. Harter Einschlag für Darby, der ja ohnehin schon am Ende seiner Kräfte war. Jetzt wird er hier sozusagen noch begraben unter der Ringtreppe. Die Kante auf die Magengrube. He's getting. Ich find's ziemlich witzig, dass du sagst, du seist mit den Death Riders fertig. Ich mach das überhaupt nicht für die Death Riders. Ich find's ziemlich witzig, dass du sagst, du seist mit den Death Riders fertig. Ich mach das überhaupt nicht für die Death Riders, sondern ich mache das hier nur für Gabe Kidd.
since World's End. Seit World